Ja moin, der Henrik, der Pascal und ich sind für 2 Wochen nach Seoul in Südkorea. Was wir dort alles erlebt haben, sehen wir in diesem Video. Viel Spaß! Yo, yo, yo! Der Bloggerli. Ja. Ja, wir sind jetzt am Warten, hier am Flughafen in Zürich. Wie geht's euch? Schon verspätet. Ja, wir sind schon verspätet, das ist ein Scheiß. Aber ja. Von Zürich sind wir dann eine Stunde etwa nach Frankfurt! und von dort dann weiter etwa 11 Stunden nach Seoul. Leider hat man die Bildschirme von der Lufthansa überhaupt nicht brauchen. Also wenn man dort etwas geklickt hat, ist es erst mal 10 Sekunden gegangen, bis etwas passiert ist. Funktioniert genau gar nicht. Vorführeffekt ist eigentlich sehr gut. Der Rest vom Flug war relativ angenehm. Zum Essen haben wir noch so einen Fleischböller mit Reis, Gemüse und Kimchi bekommen. Dann haben wir noch ein bisschen Serie geschaut, ich habe ein bisschen gepennt und dann sind wir schon da gewesen. Als wir angekommen sind, haben wir erstmal zu der Immigrationskontrolle, wo es eine riesige Schlange hatte. Lustigerweise hat es dort 2 Bereiche mit Schaltern, die aber nur alle zu einem gegangen sind und der andere war komplett leer gewesen. Und so ein älterer Security-Typ hat mit allen Mitteln probiert anzuzeigen, dass man in beide Richtungen gehen kann, was aber niemand gecheckt hat. Ausser wir sind dann zu dem Bereich, wo es weniger Leute hatte, wo wir dann reisen konnten. Die Frauen an den Schaltern sind aber recht unhöflich gewesen. Erstens haben sie nur unseren Pass gesehen und nicht mal unseren KETA-Visa, den wir extra noch ausgefüllt haben. Und zweitens haben sie kein Wort mit einem gewechselt. Also. Mein erster Eindruck, hochnäsige Zicker. Nachdem wir dann unser Gepäck abgeholt haben, das zum Glück angekommen ist, sind wir noch für mich eine SIM-Karte geholt. Also bin ich zum nächstbesten Schalter das Ticket lösen, habe die Frau gefragt, ob ich eine SIM-Karte haben kann. Sie so, nee, ich so, scheisse. Habe sie dann aber trotzdem bekommen. Auf der Suche nach einer Team-Money-Card sind wir dann erstmal wie die grössten Leulis Ewigkeiten durch den Flughafen geirrt, bis sich der Pass getraut hat, einen Arbeiter zu fragen, der uns dann den Weg gezeigt hat. Wie der K-Pop-Fan, wo ich bin, habe natürlich erstmal das Schild filmen, das das neueste Video von Baby Monster gezeigt hat. Das ist übel geil, das läuft einfach. Nachdem wir alles hatten, haben wir dann noch 1,5 Stunden mit dem Metro zum Hotel fahren. Henrik, was meinst du zur Gesamtsituation? Dynamisch. Auf den Brüder komme ich ja gar nicht klar. Was soll ich da machen? Alter, Es ist sogar das Ding gefaltet. Ja gut, das ist normal. Alter, Henrik, und du willst sicher noch mal stehen. Ja, immerhin hast du schon da. Ja, Stabil. Ich habe dafür eine grosse Boah, da können wir dann Watchpartys machen, Alter. Ich wanken, wenn ich hinter 6 Tagen Digga, da hat es einen Weichhühner. Jetzt Sachen, die haben wir gar nie gesehen, Alter. Da hat niemand geputzt, Alter. Ja. 26 Grad ist eingestellt. Ja, das ist ein bisschen warm, ne? Ah, da kannst du auch einstellen. Wo ist Englisch? Ja, also da will ich putzen, wenn wir noch drüber reden. Digga, da hat es auch einfach eine Ecke noch. Aber der Stuhl, der vorgezogen hat, der könnte merken, dass wir den vielleicht mal putzen sollten. Was drin? Ich habe das Gefühl, sollten wir irgendetwas machen. Ist ja alles leer. Da hat es ein paar Sachen. Morgen Also das Nötigste haben wir da, ein paar Gabeln, ein paar Messer, ein paar Stäbchen. Ich muss selber gerade noch ins Bad, sonst kann ich mal duschen. gehst du mal, ich kann nachher beschissen. Eine gute 4 Stunden später sind wir dann am Abend noch zum Lotte Department Store, wo direkt neben unserem Hotel war. Ein kleines fragwürdiges Layout, aber sonst hat es dort wirklich alles gehabt. Supermärkte, diverse Einkaufsläden, der winzigste 7-Eleven, den wir je gesehen haben. Und eine Food Street, wo wir etwas schnabulieren sind und etwas gegessen haben wir auch noch. Am Abend haben wir dann noch Physical Pay. weitergeschaut. Gute Serie kann ich nur empfehlen. An Tag 2 haben wir dank dem Jetlag erstmal bis um 3 gepennt, Grüße gehen raus. Wir sind dann von der Putzfrau geweckt worden, die einfach reingekommen ist. Und als ich vorgelaufen bin, hat sie sich fast zu Tode erschreckt, weil sie wahrscheinlich noch nie einen Inder gesehen hat. Nachher sind wir zum Han River vorgelaufen, wo es einen riesen Platz gab mit einem Musikbrunnen und ganz viele Koreaner, die picknickt haben. Eine Stunde weiter flussaufwärts sind wir dann noch an einem kleineren Platz angekommen, wo es eine Fitness gegeben hat. Leider bzw. zum Glück habe ich das nicht aufgenommen, weil als ich die ausprobiert habe, haben mich 2 ältere Herren, die daneben gesessen sind, dabei ausgelacht. Naja, von dort sind wir dann wieder zurückgelaufen und bei der gleichen Food Street von gestern sind wir dann in einem anderen Restaurant Shabu Shabu essen. Shabu Shabu. Bad. Am Tag 3 war der Plan, zum Seoul Tower zu gehen, also sind wir mit dem Metro zu der Namsan Cable Car Station und von dort haben wir dann die Seilbahn genommen zum Berg darauf. Dann kannst du einfach runterhocken und eine Meditierstunde anfangen. Du, er zeigst Bauch. Hat niemand. Nein, also jetzt. Kann mich sicher, Henrik. Wir gehen jetzt auf den Seoul Tower. In case of fire, die Türen gehen zu. Super.
In dem Lift zum Turmu hat dann uns noch eine Frau begleitet, die uns den super einstudierten englischen Satz mitteilt hat. Imagine, du müsstest das den ganzen Tag machen. Ja, der gewackelt, ja. Das ist einfach normal. Der gewackelt ein bisschen. Was gewackelt? Der Turm. Merkst du das nicht da drauf? 5 Stunden unterwegs und mit noch nichts im Magen bin ich so halt der Einzige, der verdammt Hunger hatte. Weshalb wir bei einem kleinen Foodstand in der Nähe einen Corn Dog nehmen. Ich habe also gesagt 3 Hotdog, sie so nee und hat uns dann so 3 Pancakes gegeben. Turns out, die Dinge heißen auf Koreanisch Hotdog. Wait, are we talking about the same hot dog? Hot dog with sausage? Ah, Hot Dog! Yeah, Hot Dog! Auf dem Weg zurück ist dann das One-Way-Ticket mit der Seilbahn Baski zum Verhängnis geworden. Dem sein Fuß hat nämlich auf dem Weg vom Berg darauf so zittert, dass wir fast gedacht haben, wir müssen ihn tragen oder so. Nachher sind wir dann noch zu der Namsangol Hanok Village, wo uns plötzlich eine Reisegruppe mit Blinden auf uns zugekommen ist. Rammstein is one of my favorite bands. Rammstein? Yes. Die haben dann auch noch Videos und so mit uns gemacht, das war auf jeden Fall ganz wild gewesen. Zurück beim Hotel haben wir dann Korean Barbecue essen, weil aber entweder alles zu voll oder zu ungemütlich ausgesehen hat, sind wir dann wieder in der Lotte Food Street gelandet. Die müssen sich dort auch gedacht haben, scheisse schon wieder die 3 Globis, hoffentlich kommen sie heute nicht zu uns. Wir sind dann zu dem Tonkatsu-Restaurant, wo die Kellnerin sogar Englisch hat können. Pascal und der Hendrik haben sich Tonkatsu mit Käse drin bestellt und ich scharfe Udon mit Tonkatsu. Während der Messe ist dann plötzlich die Kellnerin zu uns gekommen. Sie schaut mich so an. Ich mache Daumen gegen weil ich denke, sie kommt vorbei, um zu schauen, ob das Essen okay ist. Sie so Button. Hat sich herausgestellt, ich bin aus Versehen mit dem Ellbogen auf den Knopf gekommen, wo die Kellnerin gerufen hat. Saboten. Go it. Tag 4, weil der Pascal über Kopfweh hatte, sind Henrik und ich allein los zum Soul Forest. Bei 25 Grad sind wir also wie echte Touris in T-Shirt und kurzen Hosen am Hanriver entlang gelaufen, während die anderen Jacke und lange Hosen angehabt haben. Obwohl die meisten Kirschblüten schon am Verblühen waren, haben wir trotzdem ein paar nice Pics machen und der Ausflug hat sich definitiv gelohnt. Es hat kleine Rehkäse, einen botanischen Garten und wieder ganz viele Koreaner, die mitten in der Woche am Picknicken waren. Müssen die eigentlich auch mal arbeiten. Nachher sind wir den ganzen Weg wieder zurückgelaufen, was im Ganzen etwa 20'000 Schritte sind. Und am Abend sind wir Korean Barbecue gegessen. Die Speisekarte war zwar ein bisschen speziell, aber sonst Korean Barbecue. Go it. An Tag 5 ist ein Trip zum Burj Khalifa auf Wish bestellt, beziehungsweise im Lotte World Tower auf dem Plan gestanden. Und wenn ihr euch fragt, warum das Zeug immer Lotte im Namen hat, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sind wir dort erstmal um den Sokchon Lake gelaufen. Das ist ein See, der rundum ganz viele Kirschblütenbäume hat. An dem Tag war es auch mit 28 Grad verdammt heiß gewesen und es wäre nicht schon schlimm genug gewesen, wir wären noch in die falsche Richtung um den See gelaufen. Falsche Richtung laufen kostet 50'000 Won. Ja, habe ich gerade. Alle wir gerade da. Ja, das hat ein paar dabei, und zwar mehrere Mal. Auf der Suche nach etwas zu essen haben wir dann verzweifelt probiert, an einem Samstagmittag in der Lotte World mal ein Restaurant zu finden, das nicht komplett voll war. Wir haben dann trotzdem eins gefunden, wo wir dann Jjajangmyeon gegessen haben. Jjajangmyeon. Go it. Nachher ist es mit dem Metro weitergegangen zum Yangja-John Stream, wo es so Steine hat, um über den Stream zu laufen. Und im Gegensatz zu 2 anderen Langweilern, Henrik und Pascal, bin ich der Einzige, der drüber gegangen ist. Jetzt kommen wir zu Jackass. Loris. Wir sehen jetzt hier den Loris, wie er in den Fluss geschossen wird. Er hat jetzt dort drüber laufen. Hoffentlich geht er rein. Hast du noch etwas zu sagen, bevor der Greisse Ding? Hoffentlich geht er rein. Wie ein Gazelle. Mach einen Backflip! Irgendwie sieht es weniger schlüpfrig aus, als er erhofft. Tief ist es auch nicht, das wäre nicht mehr so lustig gewesen. Oh, die Kniescheibe ist auch noch drinnen geblieben. Alles im grünen Bereich bis jetzt. Ja, ich glaube, das wird nicht spannend. Das kommt wahrscheinlich nicht in den Zusammenschnitt. Ja, ist gut gewesen. Nein. Henrik, hast du mich gesehen, über den Dings zu gehen? Ja, ich habe dich gesehen. Mein persönliches Highlight ist leider rausgeblieben. Er ist nicht eingegangen. Next Stop war dann das T1 Headquarters Gebäude, das leider an diesem Tag zugehört hat. Sieht ihn nicht so aus. Naja, dafür sind wir auf dem Weg zurück noch zum Gangnam Square, wo ich wie ein Profi den Gangnam Style tanzt habe. Nachher sind wir zurück zum Hotel und haben noch LCK geschaut. Pascal hat dann am Abend auch mal Hunger gehabt, weshalb wir nach einem kurzen Stopp im E-Mart für ihn 15 cm Stangen und einen frittierten Shrimp im Teig geholt sind. Das hat aber noch nicht gelangt, darum sind wir noch zu der Lotteria gegenüber, wo basically das Äquivalent zu McDonald's ist, aber nichts mit Fast Food zu tun hat. Weil wir haben etwa eine halbe Stunde müssen warten, bis wir mal unsere Burger bekommen haben. Und gelohnt hat sich die Wartezeit leider auch nicht, weil der Burger bis aufs frittierte Käsepaddy wirklich nichts Spezielles war. Lotteria Mit
An Tag 6 haben wir dann wegen dem anstrengenden letzten Tag und dem heißen Wetter einen Restday eingeleitet. Nachdem wir also etwa um 10 Uhr aufgestanden sind, haben wir erstmal durch die koreanischen TV-Sender durchgeschaut und haben dabei unseren Favorite Golf Channel gefunden. Dort ist es nämlich darum gegangen, dass kleine Kinder in Australien gegeneinander Golf spielen und dabei von ihren Müttern bzw. ein paar Golfprofis gecoacht werden. Das Lustige war vor allem, dem kleinen fetten Bub zuzuschauen, der immer gegen das Mädchen verloren hat und dabei gerne so tiltet hat. Am Mittag sind wir dann zu einem Paris Baguette gegangen, zum Essen holen. Paris Baguette. Goethe. Nachher haben wir noch das LCK Spring Final geschaut, wo leider T1 2:3 verloren hat gegen Genji. RIP. Am Abend sind wir dann noch zum Han River vorgelaufen, zum BHC Chicken essen, das anscheinend ziemlich bekannt ist. Das aber nicht so enjoyed, darum BHC Chicken. Mit. Ja, wir sind da an der Grenze zu Nordkorea. Dort ist der Kim Jong-un am Warten auf uns. Wir haben einen Termin mit ihm. Der Löris hat ein paar Sätze auswendig gelernt. Erzähl mal. 안녕하세요. I don't speak Korean. Sie verstehen mich aber trotzdem nie. Genau, die können nämlich kein Englisch. Ja, also ich glaube, mit dem Chicken haben wir vorher sicher gerade Kalorien für 3 Tage reingelassen. Aber es war geil. Ausser der Löris hat es nicht gerne gehabt. Ja, es war so ein bisschen sämig. Es hat mich nicht aus den Socken gehauen. Ausser der Reddich. Der Reddich. Der Reddich ist nicht schlecht, das ist der Reddich. Da ist jetzt die Hauptmahlzeit. Also, dass Nordkorea so schön ist. Aber das will ich jetzt auch nicht sagen. Dort ist der Mond. Er sieht voll aus auf der Kamera, aber in echt ist er nicht voll. Der Einzige, was voll ist, ist der Pascal. Der Henrik. Also das sind 2 wilde Schweizer Touristen in der wildlichen Laufbahn von Südkorea. Wie man kann erkennen, schauen uns alle komisch an und denken sich, what the actual fuck ist da am passieren? Der da, sowieso ein komischer Dude, Bauch rein, Brust raus, Bizeps an, wäre jetzt wichtiger. Der da, ganz ein komischer Typ, das ist ein Influencer, habe ich gehört, voll von den K-Aufrufen auf YouTube oder so, von irgendwelchen komischen Manga-Videos oder Hentais heissen die, glaube ich. Ganz ehrlich, gottlos ein okay und stinkt safe nach Zwiebeln. Da haben sie noch so coole LED-Dings, die immer wechseln. Ich weiß nicht, was es heisst, aber es sieht. Ich glaube, da steht 안녕하세요. Ja, in dem Fall sagen sie dort Hallo. Ganz bestimmt nicht, Guten aber ja. Der Henrik ist natürlich der die Sprache am besten beherrscht bei uns, aber er tut immer so, als könnte er es Salam alaikum. nicht. Ja, eben. Alaikum Das assalam. ist fließend. Ja. So nass, wie ich gerade geworden bin. Die rasen da, wie weiss nicht. Ja, da hätten wir locker drüber Ja, können. sorry, ich habe nicht gesehen, dass die so langsam sind. Ah ja, da haben wir noch gemerkt, da in Korea den Leute gerne einfach irgendwo die Wiese hocken und picknicken den ganzen Tag. Das habe ich nicht angekackt. Das Ja. ist Indien. Und unsere Behauptung ist, die arbeiten gar nie, sondern Ja, essen das- die ganze Zeit. So viele Leute, die hier den ganzen Tag rumsitzen, egal wenn, die arbeiten safe nicht. Jetzt nochmal in die Kamera. So viele Leute, die hier den ganzen Tag rumsitzen, die arbeiten safe nicht. Scheiß Ausländer. Ich glaube, das ist so ein viel Gute Party. Spürst mich, fühlst mich. In der Schweiz wäre das. Also Der einzige Unterschied, in der Schweiz hat es hier nur verdammte linke Säupack. Die würden wirklich nicht schaffen. was heisst's? Da steht Gummichi, Jo. Ja, was heisst's? Keine Ahnung. Also ich kann es Tipptopp. übersetzen, es heisst Keep off the grass. Genau, das, was du gesagt Darum hast. sitze ich da. Und schau, dort alle hocken alle gegen das Gesetz. Die Unterführung die macht mich nicht so an. Doch, ich filme, keine Angst. Eben. Kameramann stirbt nie. Das ist mein Lieblingsrapper. Der Lil Burger, Burger. Ich würde würde wilder Seitenstrasse nehmen, actually. Du, das stinkt irgendwie wie Scheiße. Ja, das kommt dran, wenn ich in die Hose geschissen Ja, das ist ja gut. Die Hälfte vom Vlog ist einfach durch am Henrik seine Fleischkappe. Es ist immer Fleischkappe im Moment, also das ist ein Behörde. Ein bisschen Stoppelkappe. Das ist wie meine Eier, wenn ich 2 Wochen nicht rasiere. Oh, mach mal Sport fürs Video. Da haben sie überall so die öffentlichen Dinge, darum sind die Leute da nicht so fett wie bei uns. Nicht durchstrecken. Du musst doch heben, sonst gehst du noch runter. Die Fersen sollten im Fall dranbleiben, ne? Ja, das ist hure. Ja, du bist einfach eine unbewegliche Sau. Ich habe einfach hure lange Beine, das ist das Problem. Ja, ja. Das sagen alle. Es ist ja so. Sie sagen immer alle, dass ein langes Schnäbi, aber... Komm, mach noch die andere Übung. Jetzt filmen wir noch den Baski, wie er das macht. Ich bin Kameramann, ich kann nicht. Ja, ich kann filmen. Ja. In den Comments habe ich gesehen, letztes Jahr nicht gerne, wenn du filmst. Halte das für Lügen. Lügenpresse. Hast du das am Kommentar gesagt? Erzähl. Comments werden einfach. Der Jürgen ist schlecht in League. Und sonst noch wichtiger. Der ist Tiziano verliert immer Cannons und verliert immer die XP-Lanes. Wer ist da? Das ist so ein dicker Italiener oder so, weiß auch nicht. Ah, von denen haben wir noch viel. Ja, von denen haben wir wirklich noch viel. Vor uns läuft der. Hey, hallo. Henrik, wer ist der dickste, den du kennst? Für mich ist der Sebi.
Ja, ich würde auch sagen, der Sedi, die feisse Sau, das hat man mega spachteln. Der bringt keine Mauer gerade an, der hat nichts mit Mauer zu tun. Das ist unser Hotel. Da gehen wir an mit Zeug kaufen. Also Bananen, Bananenmilch, Bananenshakes, Bananensplits, Bubble Teas. Oh, also das machen wir in der Schweiz auch nicht. So U-Turns habe ich auch immer gemacht. 3, 2, 1. Oh, du hast einfach auf die Sekunde genau. Jetzt laufen wir über das Auto rein. Aber der parkiert auch. Also der hat super parkiert, da meinst du zu dieser ganzen Also so würde ich Sache. in der Schweiz mein Auto auch stehen lassen. Warnblinker rein, aussteigen. Und da muss man auch immer so pressieren. Jetzt wird er schon wieder rot. Da ist der Henrik, der noch Haar hatte. Da haben sie noch einen müssen suchen, der nicht in die Wand eingesäckelt ist, sonst hat die Brille nicht. Ja, jetzt zeigen wir noch unseren Special Seiteneingang, dass wir nicht bei der Rezeption durch müssen, weil die dann uns immer so judgend anschauen. Ich weiss zwar nicht wieso. Was denkst du, warum? Ich glaube, es liegt daran, weil wir eben normale Nase haben. Weil wir nicht so Touchkinder haben, würde der Henrik Hallo? sagen. Würde der Henrik sagen. Was sagst du zu dieser Unterstellung, dass du Das, was er sagt. Ist zu? Ja, wie das Veloschloss drum ist, Digga. Danke. Ja. Jetzt filmen wir noch den Henrik, wenn er da das Ding durchschaut. Tipptopp. Da haben wir unsere Ablage für den ganzen Müll und PET-Flaschen und alles. Da ist mein Zimmer. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Also ich würde einfach nicht Farbe mischen, ja? Ja, alles aus. Das ist eine schlechte Idee. Da ist unser Zimmer, gell? Da hinten schläft der Pascal, da schlafe ich. Nachher haben wir Physical 100 weitergeschaut und sind dann pennen. An Tag 7 hat es geschifft, darum haben wir uns gedacht, wir gehen shoppen nach Myeongdong, dem Touri-Hotspot Nummer 1. Und dort angekommen haben wir uns erstmal einen Corn-Dog gegönnt, wo wir wie die grössten Asis unter einem Baugerüst schnabuliert haben. Nachher sind wir noch zum Noon Square, wo es ganz viele Kleidergeschäfte hatte, wie unter anderem ein Nike Store, Zara und unser Favorite namens Aaland. Ausgestattet mit neuem Drip sind wir dann noch kurz zu der Myeongdong-Kathedrale, bevor wir dann zurück zum Hotel sind. Auf Baski seinen Vorschlag sind wir dann am Abend zum Mad for Garlic essen, wo es die grösste Beleidigung von einer Pizza hat, wenn man das überhaupt Pizza nennen kann. Die war nämlich beleidigt mit Knobli, wo nicht wirklich nach Knobli geschmeckt hat, Käse, Krevete und der Albtraum von jedem Italiener, Ananas. Mad for Garlic. Bad. So, Saletti miteinander. Der Henrik und ich machen heute einen Hike zum Bukhansan National Park. Wir sind noch fit. Wie sieht es bei dir aus? Bis jetzt ist die Situation Outfit gut. of the day. Kurze Hose. Der Henrik mit Tischi am Hängen. Wir melden uns später nochmal, um zu schauen, wie es aussieht. Die erste Pause in 5 Minuten. Ja. Ja, wir melden uns zurück. Wir sind hart am Arsch. Die Pumpe geht gut, es ist steil wie Mauer. Wir haben jetzt noch etwa 0,9 Kilometer bis zum Höhepunkt. Und es ist verdammt neblig, Alter. Du siehst gar nicht. Ja, man sieht genau nichts, also wenn ich da rumschaue. Aber du, die Koreaner, die lachen da noch. Also, posten. What the fuck, man? Ja, man sieht, es ist giganeblig. Das ist aber ein interessanter Aufstieg. So etwas gibt es in der Schweiz nicht. Das wäre Nein. Sicherheit. Ach du meine Fresse, Alter. Loris, gehst du nicht um? Wir besorgen jetzt die bessere Kamera, sonst gibt es noch einen Unfall. Hey? Also klar. Pascal, wo bist du? Pascal, we need your help. Hallo. So, wir sind fast oben. Wir haben es probiert, aber wie man sieht, das ist ziemlich steil und von dort oben sieht man genau gar nichts. Wir gönnen uns jetzt unsere wohlverdiente Banane. Übrigens noch zum Thema Bananen. Als wir das erste Mal Bananen sind einkaufen im E-Mart, bin ich der Meinung, dass die Bananen voll nicht nach Bananen schmecken. Und seitdem ist es zum Running Gag geworden. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wie der Joke kommt noch ein paar Mal. Ähnliches Statement. Dynamisch. Dynamisch. Also, so ein beschissener Wanderweg zum Gipfel rauf hat es nicht mehr auf dem Mount Everest oder so. Ja, so würde es etwa aussehen, wenn Schönwetter wäre. Und man braucht ein sogenanntes Klettergeschirr, wenn man da rauf will. Ja, da habe ich schon gesagt, Händchen wären sicher nicht schlecht gewesen. Und wir sind jetzt hier auf dem rechten, gell? Schaumbaum. Ja, jetzt wird es nur noch Spass, runterzulaufen. Mit dem melden wir uns vorerst ab, wir hören sich später nochmal. So, wir sind jetzt auf dem Weg gegen runter. Bis jetzt ziemlich steil, aber machbar. Für alle meine Nachkommen, nein, Vorkommen, weil Nachkommen habe ich hoffentlich noch keine, falls ich sterben tue, wenn ich hier runterlaufe. Hier einen wunderguten Tag in unserem heutigen Video.
Das ist How to Jungle in Korean Forest. Step 1, mach keine Camps, sondern lauf langsam. Weil Gott verdammt nochmal, da hat es nur Steine und Stufen, da kommt kein Sau draus, was durchgeht, Alter. Schau mal das an hier. Was soll das? Und schau mal meine Glatze an, ich mag nicht mehr, es geht nur noch bergab, das schiesst mich an. Da sieht man Loris in der freien Wildbahn. Loris in der freien Wildbahn? Loris im Jungle? Loris im Jungle. Meistens spielt er am Uhr und klammert sich am Baum fest. Ein AD Carry im Jungle, das kommt selten gut. Ja, entweder wird er von den Buffs gefressen, oder er klaut meinen Buff, oder er wird vom gegnerischen Jungle one-shottet und jammert wieder, wie broken Troll ist. Oder alles. Er selber die brokenste spielt. Jetzt in Englisch sagen sie mir mal das Wetter, wer macht es auf? Da ist so viel Nebel rum. Uiuiui, da hat es mich fast gelüpft. Also der Hike ist geil, aber irgendwie fickt es mich ein bisschen in die Beine langsam. Okay, da rechts. Weißt du, der ist der Detour, wir hätten hier oben durch sollen. Oh nein. Jetzt müssen wir auch hier rechts und dann müssen wir irgendwann an der nächsten Kreuzung müssen wir rechts raufraschen. Würdest du mir sagen, wir haben einen Umweg gemacht? Ja, was heisst, da oben soll ja hure streng sein. Vielleicht haben wir einen guten Ach so. gemacht. Ursi! Gut, dann nochmal hoch. Wandern ist des Schweizers Lust. Aber das sieht jetzt hässig aus. Alter Verwalter! Ich mache jetzt den Freehand, ich komme einfach drüber. Warte, Weißt du, da gibt es so fette Säue wie mich, Alter. Das ist doch für junge Koreaner gemacht, mit einem engen Brustumfang und einem engen Bauch. Und ich habe doch ein bisschen viel Gewicht auf der Rippe, das ist ein bisschen anstrengend, da durchzuzwängen. Also kurz so unser Fazit, oder ein kleiner Rant über Garlic Bread hier in Korea. Also Gott verdammt, das schmeckt nach allem, aber nicht nach Garlic Bread. Es ist süß wie Es Sau. ist süß. Und Garlic hat noch niemand auf das Brot draufgeschmiert. Ja. Hey, wieso laufen wir schon wieder bergauf? Ich glaube wirklich das Ding einpacken, sonst kommt das nicht gut. Ah. Ja gut, dann schalte ich mal ab und wir hören euch später nochmal. Wenn wir da unten sind, hoffentlich. So, wir melden uns nochmal. Also wir haben einen kompletten Umweg gemacht. Wir sind überhaupt nicht dort durch, wo wir hätten sollen, aber wir sind jetzt randomly da gelandet. Dort oben sind wir gewesen. Da oben sind wir noch gewesen. Wären jetzt hier nicht Leute unterwegs, würde ich mir hier gottlos eins runterwiffeln. Dort leider ein bisschen Koreaner da. Das ist der Loris in seinem natürlichen Habitat. Er macht Fotos für Instagram. Ja. Oder Tinder, man weiß es nicht. Beides. Beides. Das ist ein Baum. Die wachsen hier. Nicht vorne zu stehen, das wäre noch heftig. Meine Damen und Herren, wir neigen uns am Ende von unserem Hike. Wir sind jetzt da noch letzten Meter am Schlendern. Und Henrik, was meinst du? Mount Everest beklommen. Ja, erfolgreich. Erfolgreich. Aber Weg gemeistert, obwohl noch ein Baum im Weg war. Ja, es ist noch ein Baum umgekehrt auf der Strecke, wo wir eigentlich zurücklaufen. Da haben wir noch ein bisschen warten dort. Aber so alles zusammengefasst, schon recht eine easy Wanderung. Ja. Ich weiß nicht, wieso das dort schwer steht. Sag ich. Ja, also das ist Jetzt nicht. easy. Gutes Schuhwerk, Jacke, Händchen, da brauche ich nicht. Auf dem Rückweg zum Hotel haben wir uns dann mit dem Pascal getroffen, der an dem Tag zum Soul Forest gegangen ist und der Lotte Department Store noch ein bisschen genauer ausgecheckt hat. Er hat nämlich herausgefunden, dass es in der obersten Etage auch Restaurants hat, wo wir dann am Abend gegessen sind. Und ich hatte dort Tteokbokki mit Glasnudeln, Käse und Tonkatsu oben drauf gehabt. Und glauben wir, das hat nicht nur eine brennt. Tteokbokki. Mit. An Tag 9 sind wir etwa um 12 Uhr los und haben uns zum Morgen erstmal so ein Eier-Sandwich bei Isaac Toast geholt, das leider wieder süß war, bevor wir dann weiter sind. Also Leute miteinander, wir sind heute am Gwanghwamun Square. Da vorne sind sie irgendetwas am Sagen, keine Ahnung. Nein, also, jetzt gehen wir nachher zu dem Königspalast und schauen wir mal von dort. Geiles Werbeschild. Ich sehe jetzt, das sind noch nicht die ganzen von uns aus dem Berg. Pascal? Super. Dort hinten sind wir gestern gewesen, auf dem Berg da. Also nicht auf dem, sondern weiter hinten, glaube ich. Ist glaube auch noch interessant, wenn es die Soldaten da irgendwie wechseln. Und zufälligerweise sind wir genau dann am Palast angekommen, wo die Wachablösung stattgefunden hat. Sieht da jetzt noch etwas, oder? Jetzt machen sie einen Gang nach. Ja, das wäre geil. Erstmal noch ein bisschen hupen. Ladies and gentlemen, the guard duty performance will now begin. Commander of the Gate Guards is leading the troops toward Gwanghwamun Gate from the military base. Now, the commander is carrying out the dress and weapon
inspection on the gate guards. Ja, der schaut irgendwie, dass alles okay ist. Der Brei dort Ja, hinten. die Leute, die im Schweizer Militär sind, wissen das. Zivilschützler kennen das natürlich nicht. Der Nussgipfel. Ich weiss das. Ja, genau. The off-duty gate guards are heading back to the military base under the commander's order. Ja, scheint fertig zu sein, also gehen wir rein. Alter, da hat's schießt zu viele Leute, Alter. Jetzt hast du deine Touris und vermisst nicht. Das Ding ist überall, wo du hin kannst gehen, können sie leider noch mehr von dir haben. Wir haben uns jetzt Tickets geholt und jetzt gehen wir hier in den Palast rein. Wow. Wow! Wow, rein in die Bohrmaschine auspacken. Ach du Scheiße. Jetzt sind wir wieder die blinden Chinesen. Nachdem wir von den ganzen Touris und dem Palast genug hatten, haben wir uns entschieden, zum LOL-Park zu gehen. Auf dem Weg dorthin sind wir aber noch zu Baskin Robbins, wo wir je einen riesen Kübel mit Glasse geholt haben. Und der Henrik hat sich dazu noch ein kaltes Kaffeegetränk namens Iced Americano bestellt, das leider voll nicht nach Eistee geschmeckt hat. Baskin Robbins. Good. Wir sind jetzt auf dem Weg zum LOL-Park. Wir haben zuerst einen sketchy Eingang genommen und jetzt nehmen wir den richtigen. Wo ist der Felius? Haben sie wieder mal vergessen. Da steht da Anstand Otto. Ja, es ist alles zu. Er hat einen Blick hier. Ja, also da wäre die Halle der SK Arena. Was sagen? Nice. Wieso die Pose? Heisst das so viel wie, dass wir nicht darüber reden sollen, wie wenig Damage sie geben als AD Carry? Leider sind wir auch an dem Tag zur falschen Stelle am falschen Ort gewesen. Wir haben nämlich das gesamte Stockwerk abgesucht nach irgendwelchen Stores, die eigentlich hätten da sollen sein, aber es hat alles zugehört oder ist abgesperrt gewesen. Da wären wir gewesen, hätten wir Tickets bekommen. Nach einem kurzen Abstechen zum Lotte Young Plaza, wo letztes Mal leider zugehört hat, sind wir noch zu einem K-Pop-Laden und im Anschluss zum Lotte Department Store in Myeongdong mit viel zu viel überteuerten Luxusgeschäften, bevor wir dann zurück zum Hotel sind. Weil der Henrik noch voll war von seinem Glassenkübel und dem Rest vom Pasquisim, sind der Pascal und ich noch zu Mom's Touch, wo wir wieder viel zu lange haben müssen auf unsere Burger warten. Es war ziemlich scharf, aber sonst ganz nice, darum Mom's Touch. Good. Ja, guten Tag, der Henrik und ich. Wir probieren jetzt, also Soju haben wir schon probiert. Das ist das, was mehr Alkohol geholt hat. Und wir finden, das schmeckt einfach nach Alkohol, aber hat keinen Geschmack. Und jetzt haben wir es mit Bier gemixt, oder? So wie die richtigen Koreaner mit Kassbier. Ja, Prost. Zum Wohl, hä? Zum Wohl. Jetzt schmeckt es einfach wie Bier. Mit mehr Alkohol. Ja. Ich weiß schon, wieso das die das mit Bier mischen. Das andere kannst du nicht so. Also. Es hält einfach mehr rein nachher, dafür schmeckt es wenn schon nach Bier. Also es ist jetzt wirklich nichts Spezielles. Es ist einfach Blutten, Alkohol, der nach gar nichts schmeckt. Würde der Lyris sagen, der Soju schmeckt härter nach Soju. Der schmeckt nicht nach Soju. Und das Bier auch nicht. Der Soju schmeckt nach gar nichts. Nicht mal, es schmeckt nach nichts. Nimm Anzug. Nicht mal, ja. Schmeckt schon nach etwas. Ja. Nach nichts. Lemone. Das Ja, schmeckt nach Lemone. Lemone. So ein bisschen Sprite-mäßig, ich weiß nicht. Das, was du schmeckst, ist einfach der Alkohol ein bisschen. Das kann sein. Vielleicht schmeckt Alkohol wie Sprite, keine Ahnung. Nein. Und jetzt Und jetzt schauen wir noch ein bisschen Killer Paradox, oder? Nummer 7. Und ich freue mich sehr und es wird sicher spannend. Ade miteinander, schönen Abend. Geil. Macht das eigentlich aus? Jetzt denke ich vlog jetzt, wenn wir da schauen. Vlog mal den Vlogger, Alter. Das ist der Vlogger. Ja, auf ihn ist die Kamera, aber mit dem Fischauge sieht es nicht trotzdem. Der hat einfach gerade angekiesen. Das sind ihr nachher wegen dem Soju. Ja. An Tag 10 sind wir fangen am Nachmittag los zum Lotte Department Store neben unserem Hotel und haben uns dort einen Rice Bowl mit Steak oben drauf bestellt. Good. Nachher sind wir noch zu Krispy Kreme, wo ich mir einen kleinen Donut gegönnt habe. Krispy Kreme. Good. Am Abend sind wir dann auf Pascal seinen Wunsch nach Myeongdong, um dort am Stream entlang zu laufen. Oh, wir laufen jetzt ein bisschen am... wie heisst der Stream, Paski? Chongchong. Nein. Yongchong, glaube ich. Songjong, Stream entlang. Ein wunderschöner Sonnenuntergang, oder? Einig, was sagst du dazu? Jong Stream. Sieht schön aus, super. Ich hoffe, wir finden noch so Steine, die ich dann dort noch überqueren kann. Was passiert jetzt da gerade, Henrik? Ich hoffe wirklich, er geht rein. Hoffentlich geschützt sind. Das wäre jetzt extrem lustig. Sie haben dann leider nicht geschützt.
Er macht Fotos vorne, hinten, dreht sich um, kommt wieder zurück. Ja, wir haben es wieder erfolgreich geschafft. Erfolgsquote 100%. Schade. Ich wäre eher auf die Not gegangen. Und jetzt kommen die anderen. Ja. Ich sage jetzt nicht langweilig, du hast die langweiligsten Crocs genommen, die wir kaufen können. Das stimmt nicht. Das stimmt. Das stimmt nicht. Das einzige Interessante an diesen Crocs ist mein Schreckabzeichen. Wenn dein Crocs ein Kaffee wäre, wäre es Starbucks. Ja. Mit der hat es an jedem Ecke. So, wir sind jetzt bei so einer Stelle gekommen, wo wir über die Steine gehen. So, ich mache das natürlich easy, also das ist gar kein Problem. Ja, ich muss schnell machen, ich kann es nicht auf die Cam gehen. Ist das da oben ein Kübel? Ich stienste, glaube ich, Kübel, wenn wir rauf. Ja, weil ich laufe nicht da 3 Kilometer mit dem Scheiß in der Hand, wenn ich es kaputt mache. Das sieht irgendwie nicht nach einem Kübel aus. Das ist einfach Kacke, Alter. Da kannst du später richtig sitzen. Da hat es keinen Kübel. Dort hast du Bänkchen, literally. Das ist eine Lüge, das ist Fake News, Fake News. Das ist das erste Bänkchen seit 1 Kilometer oder so. Bänkchen. Aber dort hat es so ein Schild dran, dass dort wie der U-Bahn nur Alte und Schwangere drauf sitzen. Ja, das ist scheiße. Ich sehe zwar alt aus, aber es steht irgendetwas von 60 und das lange leider nicht. Wobei sie merken es vielleicht nicht, sind wir ehrlich. Ja, und die Leute sind auch nicht sehr überzeugend, sehr unsozial, wie man dem so schön würde sagen. In der Schweiz wäre ich sicher schon einmal beleidigt worden und da redet sie nicht mal mit mir. Also mir gefällt der Stream. Ich finde es auch super. Aber der Anfang hat mir mehr gefallen. Ja, am Schluss wird es besser. Der Schluss wird besser, sagt der Pascal. Okay, das habe ich aber gehört. Das ist genau so eine Lüge, dass da überall stand. Die Frage ist, wo ist der Schluss? Aber das Gute ist, wir haben jetzt einen Corn Dog noch genommen. Der zweite, der war viel besser als der erste. Etwas gegessen haben wir auch noch. Und 20 Santi Wurst hinterher gehauen und dann haben wir noch einen Corn Dog gehabt. Wir haben eigentlich noch eine neue Erfindung. Soju mit Schokimilch. Wie sagen wir denn, Pascal? Soju. Uju ist Milch und Uju, Soju. genau. Wir wollen das eigentlich gross machen hier noch. Ich habe mir überlegt, hier zu bleiben, Job kündigen in der Schweiz und hier einen Soju-Laden aufzumachen. Ja. Ich könnte wenn schon auf Englisch Sachen verkaufen, mich würden die Touris auch verstehen. Ich suche immer noch, ob ich noch mal einen Kübel, jetzt geht es mir langsam auf den Senkel. Wir haben ja schon gut gelernt auf Koreanisch fluchen. Dann hätte Ja. ich das mal vorzumachen. Henrik? Also Hans an meinem Sack dran heisst so viel wie Danke. Das ist das erste Wichtige, was ich gelernt habe. Und ja, bei generellen Fluchen, das ist wie so Scheiße, du sagst einfach immer Aschibal. Das heisst so viel wie. Also Sekja, keine Ahnung. Ja, ich sag's auch ganz ehrlich. Das nehmen wir heim. Ich bin schon 1-2 Mal enttäuscht in die Ferien. Eigentlich nicht oft. Erstens, weil die Leute kein Wort Englisch können teilweise. Und das zweite Mal, wo bin ich noch enttäuscht gewesen? Du bist sehr schlecht mit Gedächtnissachen, du bist schon recht dumm Ja, eigentlich. das war auch enttäuschend, dass du schlecht mit dem Gedächtnis bist. Das ist schon das zweite Mal, dann hast du die Ich zwei. kann mir immerhin merken, wo all die Läden sind und laufen nicht 5 Mal, wenn wir schon da sind, immer noch die falsche Richtung wie andere Personen. Also erstens mal bin ich noch enttäuscht, Ich weil weiss da... nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Erstens bin ich da immer noch enttäuscht, dass da die Leute erst um 12 Uhr aufstehen. Faule Siechen. Also ich meine nicht die Ich weiss Einheimischen. auch nicht, was du meinst. Und der andere ist um 10 Uhr oder um 9 Uhr. Ich weiss nicht, was du meinst. Genau. Und, ja, Boah, schau mal. wir haben einen Burger bestellt und das ist nicht wie im Mc's, Alter. Der geht nicht 5 Minuten max, dann hast du ihn, weil sie ihn schon seit 3 Tagen rumliegen lassen und ihn rasch in die Mikrowelle schmeißen. Sondern da wartest du eine halbe Stunde und dann, wenn er die Nummer ruft, weißt du es nicht mal, weil er sie verdammt normal auf eine Sprache ruft, die du gar nicht verstehst. Aber es hat Bildschirm und es ist eben kein Fast Food, es ist Slow Food. Das Einzige, was da slow ist, ist die Verteilung der Kübel. Die ist nicht slow, die ist einfach gar nicht. Was kann man wieder ein Foto machen? Ja, also eins von diesen Vierteln hat gelangt, es sieht immer gleich aus da unten. Nein, das ist alles voll ein anderes Ambiente. Ja, ich habe immer noch den Abfall in der Hand, ziemlich gleich Foto. Ja, aber das ist nicht auf dem Foto. Eine Ewigkeit später. So, ich melde mich zurück. Wir sind jetzt irgendwie, ich weiss nicht wie lange weitergelaufen. Wir haben immer noch keinen Kübel gefunden, der Henrik hat sie irgendwo in die Ecke geschmissen. Der Pascal tut uns da quälen. Pascal, was sagst du dazu? Henrik? Kein Kommentar vom Henrik. Das sagt glaube ich alles. Also ich finde es geil. Pascal, erzähl, wo wir sind. Wir sind hier beim Baseball, können wir mal mit da einen zeigen. Wir sind jetzt gerade fette Baseball-Dings schauen. Ich habe by the way immer noch meinen Müll da. Wir sind jetzt sicher 2 Stunden am Laufen und Müllabfalleimer hat es keinen. Der Henrik fühlt es gerade ziemlich her. Also wie gesagt, ich bin schon oft verkauft worden von Loris im Liga oder von anderen Leuten. Aber so gut wie der Pascal Leute kann verkaufen kann. Mitarbeiter des Monats. Es könnte passieren, dass ich aus Versehen den Flug storniere. Zurück? Ja, aber nur China. Ich Jawohl. warte eigentlich noch auf den Henrik. Die Stimmung bei ihm ist gerade ein bisschen
Kritisch. Kritisch schon Nicht dynamisch. Ja, wir laufen jetzt weiter. Adieu. Jungs, meine Damen und Herren, wir sind jetzt in der Metrostation und wir haben endlich Kübel gefunden. Zeit ist 22:17. Und wir haben einen Kübel gefunden. So, ich melde mich ab für heute. Man hört sich an einem anderen Tag wieder. An Tag 11 sind wir nach einer Stärkung bei Paris Baguette Richtung Hongdae. Ich hatte an diesem Tag nämlich einen Tattoo-Termin. Mit kleiner Verspätung, was aber nicht schlimm war, sind wir dann von der Metrostation zu der Adresse gelaufen, wo man den Tätowierer angegeben hat. Und dort angekommen hat es von außen sehr sketchy ausgesehen. Also Pascal und der Henrik haben gemeint, ich müsste meine Organ abgeben oder so. Eine Frau hat mich dann aber zum Tattoo-Studio geführt, was dann ganz normal ausgesehen hat. Als ich dort am Warten war, habe ich mich dann noch mit einem anderen Typ unterhalten, der sich einen englischen Spruch wollte tätowieren und mich gefragt hat, ob die Grammatik so stimmt. Mit der Vorlage auf dem Arm ist es dann aber recht schnell zur Sache gegangen. Kennt ihr das Kribbeln, wenn einem der Arm einschläft? Etwa so hat es sich angefühlt, nur dass es zusätzlich noch ein bisschen brennt hat. Nach 3 Stunden mit einer Pause dazwischen bin ich dann fertig und das ist das Resultat. Nachdem ich mich mit den anderen 2 getroffen habe, sind wir zum Snack Korean Barbecue gegessen und zum Dessert haben wir Bingsu mit Red Bean Paste gehabt, wo ein Pascal leider zu wenig süß war. Bingsu? Gut. Oh, Henrik, erzähl mal, was haben wir heute erlebt? Ja, wir sind hier durchgelaufen, es hat viel weniger Leute gehabt, wo es noch sonnig war. Wir haben eigentlich ein Bänkchen im Schatten gesucht, muss man fairerweise sagen, es hat auch nie einen Schatten. Dann sind wir nachher dort raufgelaufen, wo wir jetzt hingehen. Und also wie man hier sieht, es sind überall Blümchen dort, es sind mega viele Blümchen. Dann sind wir auf das Bänkchen gesessen und das gegenseitig eigentlich gewiffelt. Und nachher sind wir eigentlich eingeschlafen. Was der Henrik jetzt nicht erzählt hat, ist, dass sie anscheinend noch einen alten Öpi getroffen haben, der Deutsch hat können. Zuerst haben sie sich irgendwie auf Englisch unterhalten, bis er gefragt hat, wo das sind. Sie so Germany. Dann hat sich herausgestellt, dass er in Deutschland an der Highschool war. Und er hat dann gerade mit allen deutschen Wörtern um sich geschmissen, die er kennt hat. Das ist der sogenannte Weg der Hoffnung. Heißt das so? Und angeschrieben auf Koreanisch. Pascal so übersetzt. Was habe ich gemacht? Pascal, wie heisst der Weg? Der Henrik hat gesagt, in den Weg der Hoffnung, oder wie war es? Ja, true. Pascal kann es bezeugen, es ist auf Koreanisch gestanden. Es ist noch etwas anderes gestanden. Ja, das andere noch. Hier kein Vlogging erlaubt. Ja, vor allem wenn man Loris heisst. Ja. Ist gestanden. Aber was, wenn man Loris heisst? Ja, dann vor allem. Ja, shit. Ja, dann. Jungs. Tag 12, basically der letzte Tag von der Abreise. Zuerst sind wir bei der Lotte Food Street Gimbap essen. Nachher sind der Pascal und ich allein los. Der Henrik hat irgendetwas für das Geschäft machen. Imagine, du müsstest am Montag arbeiten. Beim Lotte Tower haben wir dann alle Stockwerke abgesucht nach einem Caseyfy-Laden, nur zum herausfinden, dass er im Untergeschoss ist. Lol. Nachher sind wir nochmal zum T1-Gebäude, das leider wieder zugehört hat, und sind dann zurück zum Hotel. Am Abend sind wir dann noch Bulgogi essen. Bulgogi? Gut. An Tag 13 haben wir am 6 Uhr aufstehen und sind dann 1,5 Stunden mit dem Metro zum Flughafen gefahren. Bei der Gepäckabgabe hat es dann 2 Frauen gehabt, die unsere Pässe angeschaut haben, und die eine hat dann irgendwie gesagt Zürich. Wir so, wie bitte? Und sie wieder so Zürich. bis wir dann nach ein paar Mal herausgefunden haben, dass sie Zürich meint und nach unserer Destination gefragt hat. So, meine Damen und Herren, unsere Reise von Seoul neigt sich am Ende. Wir sind jetzt hier im Burger King. So wie es angefangen hat, hört es auch auf. Unser Flug geht in etwa 1,5 Stunden. Und ja, dann geht es nach Frankfurt. Wir müssen irgendwie 13 Stunden. Und dann noch von Frankfurt nach Zürich, was nochmal irgendwie so 1-2 Stunden geht. Es wird eine lange Reise. Gute. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Wir befinden uns im Flugzeug nach Frankfurt. Pascal hat das Flight-Info da. Ja. Ich sehe gerade, wir sind noch in Incheon. Kopfhörer, Earphones? Wir haben noch AirPods bekommen, sehr gut. Wir sind die neue Generation. Sind die schon angeschnallt? Ja. Gut, das erste, was machst du, wenn du ins Flug bist? Hätt mal schnell. Überhaupt? Das ist doch ein Scheiß, ja. So. Ja, sagen Sie mal etwas zur Gesamtsituation. Ja, ich bin angeschnallt, jetzt kann es losgehen. Der Pascal ist auch drin. Ich weiß eigentlich gar nicht, auf was wir warten. Ah, wir fahren los, schau, stehen wir aus dem Fenster. Kommen wir das Menü über.
Vielleicht haben sie Oh, da weine die von der Luke. Also da nehme ich sicher das Bibimbap. Aber es sieht schon, bis bei uns Sehr gut. bis bei uns hinten sind, heisst ja, sorry, Number 2 haben wir nicht mehr, nur noch Number 1 ist das okay. Und du musst einfach okay sagen. Rübli-Kuchen. Rübli-Torte. Damn. Wieso stimmt es da so? Du weißt genau warum. Jetzt wird es ein bisschen warm. Dann. Ja, du musst nichts sagen mit warm werden. Ja doch. Du hast immer gerne heiß. Also. Ja. Gestern war das erste Mal richtig schön angenehm kühl. Pascal hat es gerne kalt. Ja, darum habe ich auch die kalten Nudeln gehabt. Und was hast du gegessen? Da sind wir müde. Ich habe so früh aufstehen heute. Ja, stimmt. Ja, das war für den Henrik schon ein bisschen schwierig. Ja, also wir sind super rausgekommen, wir beide. Also, Kein Problem. das ist eigentlich Standard so. Das ist eigentlich stark für eigentlich in 2 Wochen. Das erste Wecker sind wir gerade wach gewesen. Ja, also easy. Ich gehe gerade duschen, gerade bereit. Ja. Und dann haben wir auf den Henrik. Dann haben wir auf den Henrik müssen Ja, warten. Wecker braucht stark. Du nicht? Ja, wir rennen ja weg. Ja, stimmt. Ja. Ja. Die Turbine dort brennt, ist das normal? Sorry. Entschuldigung. Fräulein. So, jetzt los. Film raus. Die checken immer noch nicht, dass man zuerst einmal auf die Startpiste fährt und dass das giga boring ist, aber das sind halt einfach 2 verdammte Globis. Die wissen nicht mal nach 2 Wochen im gleichen Hotel, ob sie links oder rechts zum Hotel aus müssen, wo sie dann ankommen, weil die so giga lost sind, die 2 Spasten. Kann man wirklich froh sein, dass die beiden im Hotelzimmer das WC finden und nicht einfach auf den Boden oder ins Brünneli schiessen. Das ist ein sogenannter Airport-Kreisel. Die sind sehr wild. Für weitere unnötige Fakten zu Flugzeugen und ihren Flughäfen melden Sie sich doch einfach bei der E-Mail-Adresse .ch, genau. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Start vom Flug von Seoul nach Frankfurt. Der Bruno gibt jetzt Gas, sonst wird er ziemlich schnell umgeschaut, aber wir hoffen natürlich auf einen sicheren und schönen Flug. Jetzt haben wir noch den schönen Flughafen, sieht echt ziemlich grusig aus. Schön. Oh, wir sind jetzt gerade fertig mit Essen geworden. Es hat Bibimbap mit Kimchi, einem Salat, einem Brötchen und einem Rüeblikuchen. Das war nicht schlecht gewesen. Die beiden haben es wohl gut gefunden. Was eigentlich? Jetzt filmen wir mal raus, oder? Und der Henning singt über den Wolken. Über den Wolken. Das Lied? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist actually nicht. Das ist kein Break. Von wem ist das? Das wisst ihr jetzt auch nicht. Vom... Ja, Beatrice Egli oder Helene Fischer oder so. Vielleicht weiss der Zukunftslöris, wie er heisst. Der Löris im Schnitt. Ja, danke vielmals. Also das Lied ist vom Reinhard May «Über den Wolken». Ja. Aber juckt eh niemand, also weiter geht's. Also alle miteinander, wir sind jetzt am Frankfurter Flughafen. Der Henrik und ich, wir schletzen uns jetzt da noch eine Focaccia rein. Und ja, jetzt ist es nicht mehr weit. Wir müssen jetzt noch etwa eine Stunde nach Zürich fliegen und dann... Sagt er, ist nicht mehr weit nach 13 Stunden. Ja, und nachher noch heimfräsen. Und da müssen wir auch noch ein bisschen warten, bis der Flug überhaupt geht. Ja. Henrik, noch irgendwelche Worte, Pascal? Nein, schießt mich an langsam. Die haben keinen Bock mehr. Also, wir finden uns in einem Flugzeug nach Zürich. Wir sind jetzt dann gleich da. Ja, die 2 müssen arbeiten. Ich nicht. Arbeitslos ist dann. Arbeitslos, tipptopp. Ja, wir sind ziemlich alle am Arsch. Aber ich will, dass wir heimkommen. So, meine Damen und Herren, wir sind angekommen. Es ist arschkalt. Nur gerade, ich habe meinen eigenen Atem gesehen. Und jetzt gehen wir unser Gepäck holen. Bei der Gepäckabgabe hat dann noch jemand fälschlicherweise dem Henrik seinen Koffer genommen. Hat sich aber dann zum Glück schnell geklärt. Hey Henrik! Gut, dass Sie. Ciao! Nächstes Mal einen Tag früher zurück. Ja, ist gut. Wiederschauen. Also hey, Wiederschauen uns. Reingegangen. Ja, und das wäre das Ende von unserem Trip. Ich hoffe, ihr habt das Video enjoyed und bis zum nächsten Mal. For all boys.